Video. Ich bin wieder back am Start. Yeah, so wie jede Woche. Also abonniert mich, das ist ein sehr guter Grund. Ja, das könnt ihr jetzt genau machen. Könnt ihr bitte, wenn ihr euer Handy habt, den Bildschirm kurz so drehen, dann auf den roten Abonnier-Button klicken und dann einfach draufklicken. Ich habe die absolut geile Videoidee gehabt. Vielleicht ist es ja nicht so geil, I don't know, aber auf jeden Fall geht es darum, was ist geil daran, ein Mädchen zu sein? Okay, nein, warte. Was hat man für Vorteile, wenn man ein Mädchen ist? Und by the way, ja, die Videoidee ist mir in der Mathestunde in den Sinn gekommen. Und ich würde euch ein paar von diesen Mädchen-Vorteilen vorstellen. Falls ihr euch fragt, was es für einen Sinn hat, absolut gar keine. Es soll auch zur Unterhaltung dienen. Und dementsprechend nehmt es auch nicht ernst. Es sollte nicht sexistisch sein, es sollte nicht gegen jemanden gerichtet sein. Für die, die sich angegriffen fühlen, fühlt euch nicht angegriffen. Es soll einfach zur Unterhaltung dienen. Und ja, dann wäre es eigentlich schon gewesen. Dann würde ich mal sagen, fangen wir doch mal. Boah, ich habe voll gespuckt. Dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal mit dem Video an. Let's go! Kommen wir zum ersten. Und das kennt safe jeder. Ich wache da morgen auf, schaue in den Spiegel und ich sehe einfach mal so einen fetten Pickel in meinem Face. Und als Mädchen kann man da natürlich ganz easy handeln. Es gibt so viele Abdeckmöglichkeiten. Das heisst, wir können eigentlich alle Pickel abdecken. Und es sieht aus, als hätten wir reine Haut. Alter, nein. Nein, alter Bra. Wieso so viele Pickel? Hä? Voll kein Problem, Alter. Einfach abdecken. Jetzt mal ohne Scheiß. Ist euch schon mal aufgefallen, dass in den Kleiderläden gefühlt 3/4 von den ganzen Kleidern einfach alles nur Frauenkleider sind? Also wir haben so riesige Abteilungen, wir haben so 3 Stockwerke und Männer haben so ein kleines Eckli mit euren Kleidern und so und wir haben so eine riesige Auswahl und das ist echt nur nice. Alter, vielleicht ist das der Grund, wieso Mädchen lieber shoppen als Männer. Das will ich sogar noch mal verstehen, Mann. Okay, kommen wir zum richtig fetten Joker, den man als Mädchen hat. Und das sind Leggings. Oh. Eigentlich sind die Hosen so unbequem. Ich habe so keinen Bock auf die Hosen und ich muss sie die ganze Zeit aufziehen, Mann. Gibt es nicht irgendeine andere Möglichkeit? Aha, eigentlich könnte ich ja Trainerhosen anlegen. Ja, aber jetzt sehe ich aus wie so ein Penner, Alter. Ich kann doch nicht so rumlaufen. Gibt es nicht irgendetwas anderes Bequemes? Hä? Ich nehme einfach Leggings, das ist einfach die perfekte Mischung. Yeah! Ist euch schon mal aufgefallen, dass es extra Frauenparkplätze gibt? Weißt du, wieso gibt es Frauenparkplätze, aber keine Männerparkplätze? Ist das, weil Frauen jetzt mehr shoppen oder? Alter! Keine Ahnung, schreibt mal in die Kommentare, wieso dass es Frauenparkplätze gibt. Und jetzt kommt safe der... Oh, und was wir, Mädchen, im Gegensatz zu euch Männern, zu 100% können sicher sein, ist, dass es unser Kind ist. Das ist mein Kind, Bruder. Und was einfach auch chillig ist, wir Mädchen, von uns wird irgendwie nie wirklich erwartet, dass wir den ersten Schritt mitmachen. Sowohl beim ersten Date als auch beim Heiratsantrag oder keine Ahnung. Und kurz, dass es gesagt ist, nein, das ist nicht meine Meinung. Ich finde, dass der Mann den ersten Schritt machen muss. Das ist einfach von der Gesellschaft verallgemeinert worden. I don't know. Das nimmt mir jetzt auch. Schreibt mal in die Kommentare, was eure Meinung dazu ist. Ob Männer wirklich den ersten Schritt machen oder ob es scheißegal ist. Stellt euch mal vor, man ist eingeladen an einer Hochzeit. Als Mann, du hast genau ein Smoking zur Verfügung. Als Frau hast du so viele Möglichkeiten an Kleidern. Und sind wir mal ehrlich, als Frau ist das Leben einfach chillig, wenn ein Typ dich zum Essen oder zum Trinken einladet oder so. Also, fuck. Oh shit, brauche ich noch Geld? Ja, egal, es zahlt mir irgendein Typ etwas. Vor allem allgemein, Frauen leben viel länger als Männer. Warum, weiss ich selber auch nicht, aber ist einfach ein Fact. Und was auch noch ein Fact ist, wir Frauen verlieren mit dem Alter einfach praktisch kein Haar oder viel weniger Haar als Männer. Jo.
Also ja, es gibt natürlich auch ganz viele intime Vorteile, die eine Frau hat. Aber die sage ich jetzt mal nicht. Falls du ein Mädchen bist und deine Tage schon hast, dann hast du safe schon mal die Ausrede gebracht. Oh, ich habe so Bauchweh, ich habe meine Tage. Oh, was? In dem Schwimmen? Alter Bro, ich habe keinen Bock auf Schwimmen. Ich glaube, ich sage im Fall einfach, dass ich meine Tage habe. Ich meine, wer weiß es eh nicht, der kann ich nicht nachschauen. Und vielleicht kann ich sogar früher heimgehen. Oh mein Gott. Geil. Ganz simpel, aber wir Frauen müssen einfach nicht ins Militär. Ich meine, wie anschiss ist es denn? Du musst ins Militär, wenn du nicht gehst, musst du Zivildienst machen. Und was natürlich auch ein absoluter Klassiker ist, wir Frauen sind so schwach, dass wir so wenig machen und tragen können, dass wir immer Hilfe von Männern brauchen. Schatz! Schatz! Ja, das sind eigentlich alle Vorteile, die wir so in den Sinn gekommen sind. Wenn ihr noch irgendwelche Vorteile von Mädchen kennt, könnt ihr es ja in den Kommentaren schreiben. Und ich habe mir überlegt, es gibt natürlich auch das Gegenteil. Also, was scheiße ist daran, ein Mädchen zu sein oder Nachteil oder wie man es sieht. Und da habe ich auch ein paar lustige Sachen. Also, wenn ihr Bock auf das Video habt, dann zeigt es mir doch mit einem Daumen nach oben und dann mache ich das irgendwann. Gebt doch dem Video ein Like, wenn es euch gefallen hat und abonniert mich doch kostenlos, wenn ihr kein Video von mir verpassen wollt. Und wenn ihr absolute Ehrenmänner seid, dann tut doch die Glocke aktivieren, damit ihr Benachrichtigungen bekommt, wenn mein Video online ist. Am Sonntag 14:00 und ja, habe ich alles gesagt? Ja, folgt mir auf Instagram, nachtistyle_. Das war es echt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag. Tschüss! Egal wer der Mann ist, ich bin die Mutter.